Du musst Täter des Wortes sein, nicht nur Zuhörer. Du musst das, was du hörst, umsetzen, oder? Oder das, was du willst und nicht nur hören. Weil das Hören, das ist, du kannst alles verstehen, aber erfahren kannst du es nur, wenn du es erfährst, wenn du etwas machst, oder? Und da habe ich auch, ich bin auch einer, ich lese sehr gerne viele Bücher und verstehe sehr viel und es hat sich dann aber gleich nicht wirklich etwas geändert. Und ich merke immer mehr, das ist Action, Aktion, oder? Dass du Aktion triffst. Das ist das, was der Neville gesagt hat, oder wo ich auch immer mehr verstehe, so, du musst Täter des Wortes werden, nicht nur Hörer. Du darfst nicht nur zuhören, du musst es umsetzen. Oder? Und dann kann sich etwas ändern, weil sonst logisch tönt schnell einmal noch etwas, aber der Körper muss es erfahren, oder? Wie die Distanz bekommen, wo ich bin in die Pfütze gestanden, ich reagiere nicht, muss man auch das, was man versteht, in eine, wie soll ich sagen, in eine neue Handlung machen, dass es dann, wenn es passiert, die Handlung wieder kann, dass man aus einer neuen Handlung kann reagieren. Man muss eigentlich neue Aktionen pflanzen, oder? Darum, ja, ich kann noch lange sagen, ich würde mich freuen, live zu gehen und 6 Jahre später würde ich mich immer noch freuen, oder? Das ist einfach, ja, kommt man halt dann nicht weiter. Und jemand, wo nicht weiss, dass es, oder wo Verantwortung abgibt, wo draussen merkt, so, ja, alle anderen sind schuld und Zeug und Sachen, ich glaube, da ist, oder? Da ist die Schwierigkeit, dass wenn man die Verantwortung abgibt und alle anderen sind schuld, dann kann man selber auch nicht gross etwas aufräumen bei sich, oder? Und ja, und da wollte ich, und da versuche ich weiterzugeben, will ich selber halt auch merken, oder? Und das ist ja das Schöne, wenn man merkt, so Gottfried Stutz, ich brauche eigentlich gar niemanden. Ich kann jetzt Sachen hören, weil ich weiß, es gibt mir Input, aber schlussendlich kann ich alles selber regeln.